Det påvirker jo alt i mit liv, tror jeg. Det er jo en måde at få en mening ud af sit liv på. Jamen det at være frivillig gør jo, at jeg ser mig selv som en ressource frem for en byrde. Jeg har fået et mega stort socialt netværk af at være frivillig. Man kan sige, at normale sammenhænge kommer man så kun enten i arbejdsrelaterede sammenhænge eller i uddannelsesmæssige sammenhænge, hvor man får et netværk, eller sin familie selvfølgelig. Og det at være frivillig gør, at jeg møder mennesker, som heldigvis ikke er ligesom mig. Als ich 2011 angefangen habe zu studieren, habe ich ja mehr oder weniger durch einen Zufall meine inklusive Arbeit für mich entdeckt. Das Audimax in meiner Uni war nicht barrierefrei. Ich habe darüber einen Song geschrieben, wir haben ein Video ins Internet gestellt und das hat ziemlich viel Resonanz erhalten und ich habe noch während meines Studiums diesen Fahrstuhl mit einweihen dürfen. Das war für mich sozusagen der erste Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mit meiner Rapmusik eben nicht nur sagen, dass ich ein guter Rapper bin und Leute finden die Musik toll, weil sie den Text gut finden, sondern ich kann wirklich etwas verändern, ich kann einen gesellschaftlichen Mehrwert herbeiführen. If I help some people because I feel good, that's why I help them. This is a voluntary, and voluntary means to comment on other people like you. Because even if I get, kind of these voluntary jobs, it relaxed me. Not just for them, I help them out, but even for me, it feels good, it relaxed me, I got respect from anybody, and other thing is, it's good, I just feel good because I help them out. I can say I help them out. Moja slika o meni se promijenila se na bolje i htjeo bi malo više volontirati. Pa upoznao sam nove prijatelje. Påvirker det mig i min opfattelse af mig selv? Jamen, det viser det, at jeg godt kan lide at arbejde med mennesker og godt kan lide at gøre noget, fordi frivilligt arbejde er jo ikke kun med mennesker, men godt kan lide at gøre noget og være flittig uden at nødvendigvis skulle have belønning for det. Om ikke andet en anden slags belønning, synes jeg, man får ud af at være frivillig. Og det giver nogle store oplevelser, som jeg tror, man ikke vil få på andre måder. Og man nok også går mere ind i sit arbejde, når man gør det frivilligt, fordi så vil man det virkelig gerne på en anden måde i hvert fald, tror jeg, når det er lønnet. Ja. Viele Menschen haben halt Angst vor Menschen mit Behinderung, weil sie ja gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen auf diese. Zum Beispiel, ich wurde auch in meinem Leben 2-3 Mal auch auf Arbeit, wie ich es immer nenne, gepampert. Also ich wurde in Watte eingewickelt, übertrieben gesagt, in Watte eingewickelt und sie wollten mich auf keinen Fall überfordern. Und das bin ich halt jemand, da reagiere ich sehr, sehr empfindlich und habe dann wirklich einmal auf den Tisch gehauen und gesagt, nein, bitte lasst mich arbeiten, lasst mich auch die Aufträge bearbeiten, weil es lief dann so ab, dass ich Aufträge abgenommen bekommen habe und gesagt habe, nee Stefan, das machst du nicht, weil es ist zu schwer für dich. Und es ist gut gemeint, es ist gar nichts Negatives, aber es geht halt einem Menschen mit Behinderung auf die Nerven. Wie geht man mit Menschen mit Behinderung um? Das ist für mich ein Zusammenhang zwischen bürgerschaftlichem Engagement und Inklusion. Kad sam počela volontirati, osjećam da sam više imam samopouzdanja, hrabrija sam i mislim da je, kako da kažem, život je ljepši kad imaš osjećaj da možeš nekome pomoći. Naučila sam znakovni jezik.
i zbog tog sam jako sretna i ponosna.